Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken uns Folge 7 vom World Squad 2023 an. Damit Abfahrt. Der entscheidende Faktor ist eigentlich bei allem, was wir tun, dass ich nicht der bin, der vorne steht. Am Ende des Tages muss ich in diesem Team stehen, in dieser Mannschaft stehen. Ich lebe ja auf der Erde auch nicht alleine. Ich kann ja nicht sagen, das machen wir, das mal, wir nehmen das Auto, das Auto. Das ist ja alles abhängig von irgendwelchen Sachen. Und das ist ja hier genauso. Aber entscheidend ist halt einfach, dass sie es akzeptieren, dass sie was zu leisten haben dagegen. Wenn die Spieler ehrlich gegen sich sind, so, ich nehme alles, ich kriege alles, so, was leiste ich dafür? Welche Spieler sind denn schon mal an die Grenze gegangen? Die wissen ja gar nicht, wo die Grenze ist. Und die Grenze ist ja immer da, sag ich mal, wo es richtig anfängt, weh zu tun, und da laufen die meisten weg. Manchmal denke ich mir immer, das ist wie beim Monopoly. Ich kaufe oder kaufe nicht. Ja, was soll man da hinzufügen, wa? Da war es schon recht. Or not? Look, be on it. Easy. Easy. We just had. We're in the sun, so we can do it outside. Just say, Now you look more relaxed, definitely. you do it really well so far. But still, of course, and as normal, you're just 17. You still have to improve, but I think you can improve. You don't go 100% every training. Because we see you have something. Like the cross from Saget. Stand up. Now, if you're the defender, the ball like this, and you were like this. But if I go in front, I can attack the ball. So I defend now. You try to get in front of me. Yeah, or I do this if I don't see you. But if you wait here, now you waited there, you waited. But then you can only get the ball if I miss it. And now he got it. Is it for me easier as defender to see you and the ball at the same time? Is it for me, defender, is that easy? No. So when is the best moment for you to do the run? When I look, yeah, okay, but when I look to you, or in the moment I quickly look where the ball is. Yeah. Because you look to me and then you look, then you go there. In that moment you're gone. Then the defender, oh, yeah. You made it really good. Der hört immer gut an, was das Phantom dir für Tipps gibt im Sturm, Alter. Da kannst du nichts verkehrt machen. In training, there was space here, and the defenders here. So you see the cross, and then sprint in front of me. And then if you come with touch, and then you can celebrate that you're just young. Yeah. Yeah. Thank you. Now is not on. Ja, manchmal sind es die Kleinigkeiten, ne? Aber das ist halt, wenn du das nie gelernt hast in irgendeinem Verein, ne? So dieses taktische Verhalten, dann, ja. Ist auch irgendwie vorbereitend. Ich sag mal, sie wollen alle Profi werden und als Profi ist man genauso beschäftigt. Wenn man unsere Profis anschaut, wenn die Champions League spielen müssen, die haben eigentlich, ihr Alltag spielt sich genauso ab wie das, was wir jetzt machen. Die einzige Besonderheit ist, dass wir in Argentinien waren und einen Zeitunterschied alles hatten mit Jetlag, der noch nicht ganz rausgespielt hat. Du hast eine Anreise zu einem Auswärtsspiel, dann hast du die Vorbereitung, du spielst, du reist zurück, du musst dich regenerieren relativ schnell, hast nur eine kurze Zeit, um wieder ein Training zu machen, um dich dann aufs nächste Spiel vorzubereiten. Der Lauf der Dinge, Alter. Na, hätten sie aber mal ein bisschen das Logo putzen können. Von daher ist es auch schon eine gewisse Art Vorbereitung auf das, was eigentlich auf sie zukommt. Okay, today is another recovery day. There's a long bus trip. It's tiring. Be accurate in your passing and flush the legs. Ein bisschen Fußballtennis zum Spaß, ein bisschen Regeneration.
communication, especially that one. And every time you see the communication is not good, or you bounce it to each other, yeah, really well done. Das ist in jedem Fußballteam gleich, ja? Jetzt kommt die entscheidende Phase. Also Chapeau vor den Jungs, der Sieg gegen River ist schon gut einzuordnen, aber jetzt gegen Bundesligisten siehst du halt, wo du stehst. Deswegen habe ich ja gerade noch mal in der Runde gesagt, dass es gestern eine Mannschaft war, die eine Liga drunter spielt. Und du hast ja in Deutschland ein anderes Ligensystem. Es ist nicht so, dass du erste, zweite Liga hast, sondern du hast erste Bundesliga 3 Stück und dann drunter hast du dann 16 Zweitligen, also den Landesverbänden zugeordnete Ligen, was nochmal ein Unterschied ist von der Qualität her. Und ja, Bundesligamannschaft ist mal ein anderes Niveau. Es ist halt Top-Elite-Niveau, also Bundesliga ist schon ordentlich. Also wenn du da mithalten kannst oder dich gut verkaufst, dann weißt du halt, dass du mit den Jungs und bei der Auswahl gute Arbeit gemacht hast. Weil das ist ja immer unser Anspruch, dass du eine Mannschaft zusammenstellst, die U19 Bundesliga-Niveau hat und dann halt immer 1, 2 Perlen, wie zum Beispiel aus meiner Sicht Gustavo, hast du gestern ja auch wieder gesehen, rauspickst. Ich finde es überragend, muss ich halt einfach sagen, weil ich einfach glaube, ja, man muss halt immer versuchen, vielleicht auch mal neue Wege, andere Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, also nein, ich denke, das sind Erfahrungswerte, die du nachher für dich sicherlich gut nutzen kannst. Ich kann das ja mal am Beispiel José Mulatto vom ersten Jahr aufmachen. Also José wurde dann für uns mal irgendwann sehr, sehr interessant, hat er dann auch bei den Profis mittrainiert und dann hat man gesagt, okay, da muss man eine Lösung finden, weil er auch nicht EU-Ausländer ist. Alle von den Jungs sind ja besondere Fälle, die außerhalb der EU sind. Das sind ja 90% der Spieler. Dass du Lösungen finden musst, weil sie bei uns bei der weder bei der U23 spielen können, weil sie kein Arbeitsrecht bekommen. Sie musst halt erste oder zweite Bundesliga spielen. Oder Das ist Banane, oder? Junge. im Ausland, wo es andere Abkommen gibt, wo du andere Möglichkeiten hast. Und dann schaut man halt, es bringt ja auch keinen Spieler zu holen, du musst vorher eine Lösung parat haben. Und in dem Fall war das zu der Zeit mit FC Dallas, mit unserem Partnerclub, die gesagt haben, okay, der Spieler ist für uns auch interessant, wir würden den nehmen. Und dann hat man eine Lösung gesucht und dann kontaktiert man den Club, in dem Fall den Sportdirektor von Deportivo Cali. Hier, wir haben Interesse an dem Spieler, können wir dazu mal sprechen? Und dann geht man den Austausch und dann geht das tatsächlich hin und her. Dann sagt man, das sind unsere Vorstellungen, dann kommen in der Regel exorbitant hohe Vorstellungen von der Gegenseite zurück, weil man ja halt der FC Bayern ist. Ja, José Mulatto war, glaube ich, das erste Angebot von dem Verein 1,7 Millionen Euro, also was sie dann haben, was sie uns dann angeboten haben. Und ich kann sagen, wir sind weit weg von 1,7 Millionen Euro am Ende gelandet, also auch weit unter der Hälfte von 1,7 Millionen Euro. Aber das genau, muss man dann halt erklären und dann sind die auch einsichtig. Gustavo, und dann findet man halt verschiedene Modelle und das könnten ja unterschiedlichste Modelle gibt es da, sei es Prozente beim Weiterverkauf, die der Verein bekommt. Und so gibt es dann zig Spielmodelle, wo man mitspielen kann, auch mit Einsatz also wie viele Bundesligaspiele ich mache oder Champions League Spiele, wo man dann halt Prozente hoch oder runter geht, weil der Marktwert geht ja höher, dann geht man mit den Prozenten wieder runter. Und das ist dann immer ein Hin und Her, bis man sich dann gegebenenfalls einig wird. My last match I had 2 days before. Ja, auch die Reaktion von Ben Dreher war gut, Alter. Before I go to this camp. You know, this is too long. Now it's 1 month. Yeah. My body is too damaged. I feel everything. You know, Bayern A team is a dream for me, but I have time. Das Training ist so gesteuert, dass sie dann zum Spiel optimale Leistung abrufen können, was wir dann auch erwarten. Klar kann man das trainieren. Du kannst das trainieren, aber das ist Genetik. Nee, also das kann man, der muss Muskelmasse bzw. Fettmasse verlieren und dann auftrainieren, dann halt so kurze Einheiten, so genau solche kleinen Sprints halt viel öfters machen, damit er einen Rhythmus bekommt und dann kann man den viel besser aufstellen. Nee, er muss ein bisschen mehr machen, dass er schneller fit wird.
Für ein paar Spieler ist das absolutes Neuland. Also wenn man sieht, die haben noch nie unter professionellen Bedingungen Ja, das ist ja, was ich sagte, ne? War da bei ihm dann so mit dem taktischen Verhalten halt, ne? trainiert. Die kennen das Ganze noch nicht und für die ist, denke ich, jeder Einfluss ist von Haus aus schon eine Belastung, weil einfach die Sache neu ist. Die entscheidende Geschichte für mich grundsätzlich ist ja immer eine, ich habe das mal immer mit diesem Wort Ehrlichkeit verbunden. Klar, der eine ist vielleicht so aufgewachsen, der andere so, aber dieses Wort Ehrlichkeit kannst du eigentlich auf alles legen. Und das ist das, was ich den Jungs auch immer wieder hier mit auf den Weg gebe, auch meinen Trainern. Jetzt mal ehrlich gefragt, tun wir eigentlich alles dafür. Die Jungs wollen eigentlich alle ins Stadion, hier wollen sie auch alle ins Stadion, wollen da oben hin. Und dass es das nicht umsonst gibt und dass man dafür was tun muss. Ich denke mal, das musst du lernen auf der einen Seite und musst dann halt immer für dich die Frage beantworten, ja, habe ich alles getan oder habe ich es nicht getan. Tja. I would say I feel pressure every now and then, depending on the scenario. Pressure is privilege, because if you feel pressure, you must be doing something right and you must be in the right spot. Go, Victor! Oh, Victor! Es ist ja alles abgesprochen, das wird ja von vornherein geplant, dass da keine unvorhergesehenen, außergewöhnlichen Dinge passieren, sondern mit dem Johnny, was Belastung, Erholung angeht, sie haben dann immer dementsprechend die Tage frei. Ja, das ist schon Profiniveau, wo die da reingehen, ne? Das ist schon krass, ey. Wie heißt der? Kennst du Römer Kai nicht, oder was? Cool. Yeah, I think what that is cool. Nice. Yeah. Well, it's nice. It's nice. It's nice. Das ist ja nicht gewohnt. It's just not like LA. A lot more people in LA. The sun's out, the bun's out, you know? So out here it's really not like that. It's like a river slash. Ah, it's freaking hot. Lord. Muy hermoso aquí estar en la playa. Se me hace muy bonito estar aquí y muy feliz. No, pensándolo bien, no tenía ninguna expectativa de cómo iba a ser aquí, pero me da mucho gusto conocer la playa y lo bonito que tiene Alemania. Yeah. He's learning well. He's really learning. African dance. You are teaching him how to dance. He's really learning well. Yeah. Victor and Brito. Teacher, right. Yo lo veo como un equilibrio y más que nada me mantiene a distraerme más y a concentrarme más para el partido de mañana. wir haben natürlich in Argentinien, haben wir auch schon was Wunderschönes gesehen und hier heute in Hamburg dürfte ich auch selber ein bisschen mithelfen. Man sieht schon den Unterschied zwischen den Künstlern und den Jungs. Yeah. Die haben Spaß, das ist das Wichtigste. We have match tomorrow. I don't want to get burned by sun. Das wisst ihr doch schon, dass Victor hier ziemlich gut überzeugt hat und ein interessanter Spieler für uns ist. Und dass man da jetzt einfach mal ausloten muss, ob was möglich ist, was möglich ist. Und dann brauchst du natürlich aber auch immer noch einen Plan für den Spieler. Also bringt ja nichts. Also wir haben ja auch sehr, sehr, sehr gute Torhüter bei uns in der Jugend, in der U23. Oben ist ja auch ziemlich voll besetzt. Da musst du halt schauen, ob das Sinn macht, wie das Sinn macht. Muss man einfach mal ausloten, ob das überhaupt finanziell interessant ist oder nicht. Weil wie man ja gestern gehört hat, wo du jetzt drauf, was du gerne wissen wolltest, der Anruf von gestern, dass ein italienischer Zweitligist schon nahezu eine 7-stellige Summe geboten hat für ihn. Muss jetzt erstmal 2 Spiele machen gegen HSV und gegen FC Bayern. Er hat ja im Training hat er super Eindrücke gehabt bei allen. Wurde auch von allen bestätigt, sei es von Tom Starke, sei es während er ihn jetzt seit 3 Wochen trainiert. Aber man muss ihn jetzt mal
Leistung sehen und gegen HSV am Sonntag und dann gegen unsere U19, dann kannst du noch mal ganz anderes zu sagen, weil er wird auf jeden Fall definitiv genug zu tun bekommen im Tor, gehe ich mal von aus. Tomorrow, like I said, it's a game. This is a big game. Tough opponent. We've decided to start like this. Victor, you already know. Young Min, Ignacio, Rafael, David, David, Gustavo, Isaias, Adam on the right, Ryan on the left, and Marco up front. On the bench we have Jakob, Carlos, Jermaine, Guo, Zaget, Sebastian, Siam, Victor and Julian. This is Tja, ist ja nicht ganz glücklich, ne? Fußballerisch kann der ja alles, aber charaktermäßig, was man jetzt so gesehen hat, ein bisschen schwieriger Typ, ja? going to be crucial tomorrow against a good team. So that's important. That Marco, you start there. Gustavo, David and Isaias speak really well with you, with Ryan on the left and Adam. This is important. First post, second post, penalty spot. So in this case, we through the right, striker first post, the wing on the other side, in this case Ryan there, and the midfielder Isaias there. And the other two midfielders move forward. So if the ball goes out, it's our ball. Or if a shot gets deflected, that's our balls as well. Wahnsinn, oder? Da sind wir. Heute mal richtiger Härtetest. Nicht nur vom Wetter her mit 31 Grad, sondern auch vom Gegner. Wir erwarten da einen sehr spielstarken, dominanten, der auf Ballbesitz aus den Gegner. Und perfekter Test vor uns im U19-Spiel. Victor, what was said about posting before the game? What did we say about posting something on Instagram before the game? Geht der Einlauf jetzt. Johan, you don't give a shit about rules. We said no social media before the game, and you post something before the game. Why? Why? Do you think we talk shit? We talk bullshit? You want to be professional players, or you just here on holiday? Have fun. Für mich geht es eigentlich darum, Fehler zu machen, Probleme wirklich dann zu lösen anschließend und eben halt auch diese Fehler einzugestehen. Deswegen nochmal diese Ehrlichkeit. Ich glaube, dann kann sich jeder selber, mehr oder weniger selber nachher ausrennen, wo geht mein Weg hin. Und die Frage ist halt einfach, bei den jungen Spielern wissen wir alle, der Weg ist lang. Gell? Das ist das Thema noch ein bisschen bei dieser Mannschaft, dass Sachen außerhalb dem Platz, ja, da müssen die ein bisschen dazulernen, weil die wollen alle Profifußballer werden und wir hoffen auch, dass viele werden von dieser Mannschaft. Und dann gibt es zwei Sachen, auf dem Platz und außerhalb dem Platz. He wasn't angry, he's disappointed that he was. Entweder helfen sich untereinander oder die Trainer helfen, der Staff hilft. Das sind halt Dinge, wo die Kids mit groß werden müssen. Aber ja, ich muss dann auch liefern. Okay guys, so we need to play as we did against River Plate. So we keep the middle closed. Very important. And when we have the ball, if you can play, you play, but no risk. This will be different. If they chase, they will really chase. Good luck, guys. Guys, all the problems, forgot them now, okay? Focus in the game, concentration. Let's go. Let's go. Oh yeah. Well done Adam. Gustavo. Hey, Gustavo, positioning. Jetzt merken wir schon, dass die Geschwindigkeit komplett anders ist. Wenn du den Ball lang hältst, kriegst du auf die Socken. Guys, come here. When you're done with drinking, come here. They got 2-3 good real chances because we lost the ball. Sometimes we take too much risk with you, but that was a good ball. And then you have to play fast because we said in this level, they're in your back. And sometimes, like the last one,
I think Bernd already said you. Play back to the goalkeeper. Gustavo, der will zu gerne nach vorne. Hä? Hä? Guck mal, wo er jetzt steht. Aber wenn er rausgeht, ein Riesenloch hinter ihm. Nein, Kimmich-mäßig? Easy, keep the ball, keep the ball. Wir gehen rein, oder? Generally on the ball, I think we're playing quite okay. Sometimes we have to be more patient. If it's stuck on one side, go back to the middle, we go other side. There's a lot of space on our left side. We're not using so far. We have to shoot, guys. We wanted too many combinations in front of the goal. Because we had our goal opportunities as well. 1 point for the central midfielders. Now you can see the level is a bit higher. With every third, fourth touch, you get under pressure. Try to play less touches you can. Yeah, like 1 or 2. Just one last thing. Give everything. Nach 10 Minuten bringen wir Siam und Victor. Bien, Gustavo. Well done. Go, Adam. Go to the goal, to the goal. Yeah. Well played. Well done, Siam. Oh. Bien, Isias. Wie fangt alles an? Weil wir gut stehen. Oh. Gute Flanke. Gut. Oh. Aber das ist schon krass, oder? Wenn du so eine Mannschaft so zusammenwürfelst und dann 4 Wochen Zeit hast und dann jetzt 13-0 gegen Bundesligisten, ich meine U19 nur, Logen, aber trotzdem schon Respekt, Alter. Hey, das haben wir gestern geübt, die Flanke. Hallo, das haben wir gestern trainiert. Der war richtig stark. Play, Isias. Oh, Isias. Ja, aber es fängt hier an. Ja? We make one mistake, it's a goal. But that's no problem. Other side, other side! Ja, go, Siam, stay away, Victor! Jetzt marschier mal, jetzt marschier. In the middle. Ja! Siam! Well done, Victor. Well played, David. Ich hab dir gesagt, der Lange hat auch was. Der Stürmer, der hat was. Guys, come quickly. First goal we will show you this week. It's the perfect example. We are defensive right position, we cover the ball, and great transition. A great transition from Gustavo to Adam. Just because everybody is defending well. You see, if everybody covers the zone, they don't know. Always because we are good in position, we were comfortable, and then you go. That's why it's important that you and him, you always stay defensive next to each other. Guys, take your stuff, go to the dressing room. Then we can go in the shadow. Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, auch mit der Spielweise war gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das in die Richtung geht, aber muss man sehr loben. Also auch wie die Tore rausgespielt waren. Gestern haben wir es noch trainiert, das Flankenspiel mit dem Abschluss, und man sieht, die setzen im Spiel jetzt um. Schöne Geschichte. Sometimes you just have to sit at the bench and watch how the game goes. So while I was at the bench, I was studying the defenders to know their weakness and their strength. Now you can post on social media 2 goals. Okay? Thank you. Congrats. Good job. Thank you. For your best game. Thank you. You're welcome. So keep focus on football, not social media. All right. Madman. You're madman. Madman. Sit down quickly, guys. I mean, 4-1 and really deserved it. I think we played an amazing second half. We're going to show you a couple of clips. We had the opportunity that everybody could get his minutes. That's nice as well. Really, really proud of the team. Ja, das war hier auf der Außen. Da lass noch ein Tor rein. Ja, habe ich dir gedacht, okay, das siehst du schon in der Körpersprache in einem, das dann überhaupt Der will auch. Ja. Und der Stürmer war nicht der Sport. Nummer 9. Oh, no, go, tempo! Der ist im ersten Spiel aus, ist der als schnellster Sprint 26 km/h gelaufen. Ehrlich?
Jetzt haben wir den auf knapp 30, aber siehst ja, boah, der keine Schnitte gegen euer IVs. Viele von den Jungs sind das erste Mal geflogen. Die kennen das so. Die kennen das gar nicht viel. Wirklich Schrittsport. Also Projekt ist anders, Mann. Ja, top, oder? Ja. Congratulations, Jungs, okay? Gute Watch. Danke dir. Ich glaube, der Fazit ist, dass die Jungs sind, glaube ich, kaputt. So, normal wird es nicht nur trainieren, spielen, aber reisen, das kostet auch Energie. Jetzt haben wir noch eine kleine Reise zurück, aber dafür machen wir jetzt in München mal 2 Tage nichts. Abgesehen, vielleicht ein paar haben wir noch ein paar Tests. Halten, wenn das geht. Alles gut? Dass ich heute mit dir spreche, nicht mit dir. Wenn du jemanden holst, der vielleicht mitspielen kann, aber nur mitspielen, ja, dann müssen das Topspieler sein. Das ist manchmal hart. Das Schlimmste überhaupt. Das ist wie bei den Europa, ich kaufe oder kaufe dich. Ja, am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, ne? Aber nochmal, super interessante Serie, super Projekt und ja, wird ja jetzt wahrscheinlich noch 1, 2 Folgen geben, denke ich, oder vielleicht machen sie auch 10 voll, ich weiß es nicht, wir werden sehen und ich glaube Dienstag kommt die nächste Folge, bin mir nicht sicher und dann sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann.